Es ist Samstag, der 18. April. Ich begrüße euch mit dem heutigen Losungswort zum Auftakt des Wochenendes. Jeremia 8, Vers 7. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Schwalbe und Drossel halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Den Lehrtext spare ich für das Ende auf. Es wird eine Antwort sein auf das Problem, das hier geschildert wird. In der Zwischenzeit unterhalten wir uns kurz und machen uns einige Gedanken über die innere Navigation. Innere Navigation, ein Phänomen bei Zugvögeln. Nicht nur kennen sie die Zeit, das ist das, was die Bewohner Israels feststellen konnten, wenn die Zugvögelschwärme vorbeizogen, immer zur gleichen Zeit, in den gleichen Tagen, sondern sie kennen auch den Weg, das wusste man damals noch nicht so genau, dass auch dies ein unglaubliches Phänomen ist, doch das Größere als das Zeitliche. Auch die Menschen haben, so sagt es jedenfalls indirekt der Prophet, so etwas wie ein inneres Navigationssystem. Es ist erstaunlich zu sehen, dass die Menschen eigentlich wissen, was gut und böse ist. Und auch verblüffend zu merken, wie der Mensch an seiner Kompassnadel vorbeileben kann. Israel, um noch darauf zurückzukommen, ist ausgesprochen das Land der Zugvögel. Ich erinnere mich an eine Übernachtung am Toten Meer, wo jemand aus unserer Reisegruppe rief: Kommt, schaut die Störche! Wir traten aus dem Haus. Über uns der rote Abendhimmel, unter uns dieses tote Meer. Und dann kamen diese Schwärme, diese V-Formationen der Störche vorbei, eilig und doch ruhig, zogen sie gegen Norden. Ein unglaubliches Spektakel und gleichzeitig der Auftakt der warmen Jahreszeit. Israel hat so viele Zugvögel, die die Landbrücke benutzen, die Landbrücke des Orients, den kürzesten Weg, um in den Norden zu ziehen, mit dem Vorteil auch noch in der Jordansenke, insbesondere im Gulatal, zwischenlanden zu können. Eine Zwischenlandung von Millionen von Vögeln, die der Landwirtschaft einen Schaden zufügen könnte, wenn der Staat sich nicht entschlossen hätte, diese Vögel auch zu füttern. Die Erforschung der Navigation hat der Wissenschaft einiges Kopfzerbrechen bereitet. Man ahnte schon lang, dass es möglich ist, nur aufgrund des Magnetfeldes, diese Präzision. Und tatsächlich ist es gelungen, auf der Netzhaut der Zugvögel ein Molekül auszumachen, ausfindig zu machen, welches ein Sensorium bildet für die Magnetfelder. Mit anderen Worten, der Zugvogel hat seinen Kompass im Auge. Wie praktisch wäre es für den Menschen? Es hätte ihm vielleicht auch dort auch einen Umweg erspart, eine Orientierung im Gelände. Und doch hat er es auch, nur nicht in diesen physischen Augen, sondern in den Augen seines Herzens hat er auch ein sehr sensibles Molekül, das die sehr feinen magnetischen Felder, wenn man es übertragen sagen will, des Gotteswillens feststellen kann. Man nennt es auch Gewissen und so weiter, es hat viele Namen. Hat nicht der Prophet Micha gesagt: Es ist dir gesagt, Mensch, was Recht ist, Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Stimmt das auch für andere Völker? Ich erinnere mich an einen Aufenthalt auf dem großen, weltberühmten Markt von Marrakesch. Ich suchte dort eine Ledertasche, denn ich wollte auf den Atlas steigen, auf den höchsten Gipfel Mount Tuqbal, was dann auch erfolgte in den Tagen nachher. Ich suchte eine solche Tasche und hatte plötzlich einen jungen Araber neben mir, der mich nach meinen Wünschen erkundigte. Ah ja doch, mein Cousin hat einen solchen Laden, ich besorge Ihnen diese Tasche. Ich gab ihm den Geldschein, den ich soeben aus dem Automat bezogen hatte, einen großen, und begann zu warten. Und wieder zu warten. Nach einer Viertelstunde sagte ich mir: Wie kann man nur so vertrauensselig sein? Wie kann man so dumm sein und es einem Dieb so leicht machen? Aber dann plötzlich kam er doch mit breitem Grinsen. Er hatte eine
Tasche aus Ziegenleder erstanden, gab mir auch das Rückgeld zurück. Ich bedankte mich natürlich nicht, ohne ihm einen Lohn zu geben, und staunte einfach. Hier war ein Mensch mitten in einer Kultur, von der man sagt, dass es für sie niederschwellig sei, einen Ungläubigen, irgendeinen Christen, übers Ohr zu hauen. Es hat nicht stattgefunden, ein Mensch, der auf seinen inneren Kompass hört. Jeremia gibt diese Klage des Schöpfers ans Volk weiter. Schon vor 2500 Jahren flogen die Störche zur rechten Zeit am rechten Ort vorbei. Und wäre es also nicht das Natürlichste der Welt, wenn auch der Mensch sein Navigationssystem in sich benutzen würde und ihm Folge täte? Bei anderen Völkern würde man es noch als vorstellbar ansehen, dass sie dieses feine Sensorium nicht haben. Denn Israel hat ja noch die Ausführungsbestimmungen, das Gesetz, die Gebote, das Wort Gottes. Es hat also nicht nur diese innere Stimme, sondern, wenn man es vergleichen würde mit den Störchen, der vorderste Storch hat gleich auch noch eine Karte im Schnabel, und wenn es dann unsicher wird, könnte er sich noch zusätzlich vergewissern, wo der Weg durchgeht. Trotzdem, diese Steuerung von innen und außen hat kläglich versagt. Man könnte meinen, Gottes Projekt sei jetzt aufs Eis gelegt. Es würde dann auch heißen, er muss im Prinzip resignieren, er muss seinen Platz als Gott dieser Menschheit irgendwie aufgeben, er muss sie sich selber überlassen, es hat ja doch alles keinen Sinn. Die Störche fliegen, wohin sie wollen. Ein bisschen sowas haben wir erlebt. Meine Frau kam nach der 3. Geburt mit der Tochter aus dem Spital zurück, das nicht fern von unserem Haus ist. Und 2 Tage später war ein Storchenpaar auf unserem Kirchendach. Das ist das nächstgelegene Haus. Die Leute mögen gedacht haben, ja, diesmal hat wohl der Storch das Kind gebracht. Das Kind des Pfarrers, der so viel zu tun hat. Wie dem auch sei. So sicher wie der Storch das Ziel normalerweise erreicht, es gibt zwischendurch eine witzige Ausnahme, so sicher verfehlt es der Sünder. Der Sünder verfehlt sein Ziel, denn Sünde heißt ja Zielverfehlung im Neuen Testament. Genauso wie Tora eigentlich Zielerreichung heißt, ein Wort aus der Pfeilbogensprache. Das hat also Gott nicht überrascht, dass alles auf diesen Endpunkt hinauslaufen würde und zu dieser traurigen Konstatierung. Er wusste es und er brauchte es als Wegbereitung für einen neuen Weg, für eine neue Navigation. Das Gewissen allein, das hat sich gezeigt, es genügt nicht. Heißt es nicht, auch in Gethsemane, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es gewinnt diesen Kampf nicht. Und selbst wenn dieses Recht jetzt schwarz auf weiß aufgeschrieben wird und wenn die Gebote in Stein gemeißelt sind, auch das würde nicht genügen. Bei der geistlichen Netzhautablösung, die der Sünder hat, wir Menschen also haben, genügen diese bisherigen Vorrichtungen nicht. Gott hat es gewusst. Gott zeigt uns, dass unsere geistliche Navigation weit unter derjenigen der natürlichen Navigation von Störchen steht. Welch ein Eingeständnis. Man musste einmal zu diesem Punkt kommen. Jeremia hat ihn mit Sicherheit und Zielgenauigkeit definiert. An diesem Punkt des Eingeständnisses, damit der Weg geebnet wird für das Neue, von dem unser Lehrtext spricht, Titus 2,14. Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Ich wünsche euch einen schönen Tag.